Nimmst du? Viertel nach ein. Ist denn noch kein ein da? Was? Ach so. Ja, man, die Prof ist doch verklockt ein anset. Und nu? Na schön. Oh, kalt ist das hier. Und das trägt. Ich bin noch so und so alt. Gesundheit. Na, hätte sich wie dichten Kohle holt? Ach, Herr Inspizient, Herr Mostrich, darf ich Sie bitten? Ach, würden Sie wohl so freundlich sein? Das ist doch nur Gliekshalbig Ölven. Willst du nicht mal im Büro nachfragen? Ja, was denn, was denn? Was meinen Sie? Na, nun muss ich nicht. Naja, aber die war doch nicht fertig. Moin, moin, mein Besten. Na, dich das Mann, wo geht's das? Oh, Schiedwetter, was? Oh, verflixte Profen, schall doch den Dübel rein vor. Ja, das stimmt. Ja, das ist so bannig kalt hier. Ich glaube, da trägt auch so ein Beten. Ich bin ja von Anfang an nicht so recht ob ein Damm west und das schlechte Wetter. Meinen Sie doch, kommt denn weniger Taukikas? Was, Tünkram? Die Abonnenten und die Volksbühne, die mögt doch rein. Moin, moin, Herr Regisseur. Ja, moin, Mostring, na, also schick. Jawohl, jawohl. Dann nehmt sie mal mit Mantel hier. Herr Oberspielleiter, ich much, Ja, was? guten Appetit. Danke. Ja, Herr Oberspielleiter, ich hef mir gedacht, Anna dochs bei dem Prof von min Stück, da wären so ein paar Sorten und, also ich bin noch nicht so recht zu kommen, ich hef mir das hier mal abschreiben, nipp und nau. Also, zum ersten, mein ich, müsst doch, glaub ich, der Herr Schnalzer, das, Hey, Mostring, dünner Schlag, Mensch! Warum steht denn der Stuhl an, Alter? Ich hab doch Ja, aber, jetzt akkurat arrangiert. Ja, gestern hätte das doch alles wieder ändern. Tünkram, rechts alles, sagen Sie, durchkommen. Schließe den glatt auf den Ohren an, das war ich noch drauf. Im Wertjob ist das hier nicht so gelungen. ja, also, ich hef mir gedacht, Herr Schnalzer, müsst doch eigentlich das System, ob der ich größten Wert legen, do, mit mehr, Mostring! nee, Mostring, wo nimmst Stick denn der Kerl, Alter? Ja, Herr Regisseur. Wo nimmst Stick du denn jemand? Der Lung kann sich gut böcken, bin ich mal drauf war. Entschuldigt Sie, der Schnalter ist noch nicht durch. Ich hab mal noch gegen. Natürlich nicht, ich sag's noch an der Puff der Schuljahr. Nicht so belöben, jemand so laut. Wenn ich mal drauf war. Nach Mostring. Sag mal, habt ihr eigentlich der Lüde Sturzbach gestern vertellt, dass wir hier ein anständiges Institut sind? Jawohl, Heffig. Und Mhm. Sie jetzt sagt, das hört sie zum ersten Mal. ja, Entschuldigung. Aber gut, also, so weit gibt's das hier nicht. Wenn wir da normal vorkommen, wir sind hier kein Schmiere. Sorgt sie dafür, dass sich der Brunst bricht, anders war ein Kroff. Jawohl, Herr Regisseur. Ja, also, entschuldigt Sie, du an dieses Day, an Ende von den zweiten Akt, da muss Herr Schnalzer doch mehr Sinn in die Szene bringen. Die würmöd lichtvoller kommen. Also, ich hef mir doch gedacht, was Freiheit bringen da. Prost. Ihr mögt weten, das ist ein von den hellsten Punkten in meinem Schauspiel. Also, da kun vielleicht sogar ein Lütbeten Humor, natürlich kein platte Komik, man ein feine Lin von Tragikomik kun sich dort diese Wörter trecken. Und ich dachte, Herr Regisseur, Was denn? ja, also, ich mein, ich glaub, also, ich dachte, ein feine Lin kun sich durch Herrn Schnalzer trecken. Vielleicht mehr Sinn. Also, natürlich, ich weiß ja, das ist. Was willst du eigentlich? Na, ich mein, man, also, ich hef mich verläuft, das hält das ganze kun, also, ich mein, also, ich dachte besonders Herr Schnalzer, kun vielleicht die wir hier im zweiten Akt ein bisschen duftiger und heller bringen. Durch diesen Text mögt Sinnenstrahlen glinstern. Da mut in feinen Liesen man auch wehmütigen Humor in Bevern. Nee, das weht wie doch, das weht wie alles und muckt wie all. Lässt du mal ganz ruhig, das kommt alles. Herr Schnalzer war da dein Mucken, ne?
Naja, aber vielleicht können sie ihm da ja an Denken halten. Blank bi, wie mütter noch im Post striche morgen. Die Sorge ist auf viel zu lang, hört ja kein Mensch gut. Glaubt sie? Na, aber du hast doch all so viel stricken worden. Da ist ja all kaum noch das Geripp von über. Das war ja ein ganz anderes Stück. Das ist doch der Hauptzug. Bist du doch glücklich? Da kann er doch. Überlasse das eins mir. Ach du liebe Gott, Mann, Strich. Das ist ja ein fohlen Kram, das hört er bloß unnötig ab. Nee, aber nee, Herr Oberbürgermeister, Herr Oberspielleiter, das geht doch nicht. Das ist doch just das Sinniges, dem mir besonders anhaglich. Ach, es sagt sie, könnt wie nicht. Dreck sieht 91 mit, 114 Borven. Aber Herr Regisseur, das ist heil und deil unmöglich. Sie bringt ja mein Stück Strich über 3 Siedenbetrachter, brennend getrunkene Hoffnung. Das geht gar nicht. Also das geht ganz und gar nicht. Dann muss ich mein Stück zurückstrecken. Strich. Nee. So, Mostrich, eins durch. Jawohl, Herr Regisseur. Dann pingelst du mal in, so Flöße durch. Ja, Herr Oberspielleiter. Moin, Freunde. Guten Dann dreht sich nichts mal den Striche in hier. Ja, Ach, ich bitte Sie, Moment. Also, ich muss bloß, ich bin Gliekswetter da. Lebe die, was ist denn los? Denn ist sein Glück wohl auf dem Morschlohn. Ach so, naja, habe ich auch früher machen können. Nicht zu glauben. Das ist dich, das Lüde in der Szene. Also nur los, zweiter Akt, Stimmung, Tempo, bloß gau über weg, nicht lang abholen. Also, Vorhang. Der Proflüt. einmal im Jahr ist Freinacht. Einmal im Jahr ist Weihnacht. Freinacht. Freinacht. Einmal im Jahr ist Freinacht. Da reiten die Hexen grün umschuppt. Da reiten die Hexen grün umschuppt zum Blocksberg empor. Da streicht über den Forstweg das wilde Heer. Da streicht über den Forstweg das wilde Heer. Da grellt ein höhnendes Lachen im Sturm. Da grellt ein höhnendes Lachen. Im Sturm. Wo? Im Sturm. Da grellt ein höhnendes Lachen. Im Sturm grellt da. Ach, ich bitte Sie, also so geht das nicht. Herr Regisseur, Sie schulden nur aber doch ingrieben. Naja, ach Schnalzer, dünner Slach, sie hebt da noch nicht utslapen. Was macht sie denn wie Nachtmensch? Sorgt du Hus und weißt sie hier führig. Weißt du doch nicht so smachtlappi, so pappfähig, Mensch. Du musst ja einen Cognac abtrinken. Ich heft doch 100.000 Mal, sagt der Sorge so und so, alt dünn noch. An Orben gebe ich natürlich mehr. Was? Ja, so einfach ist die Text ja nur auch wieder nicht. Machst du doch kein dumm Tüch, du hast ja einfach. Der ist doch so klar als Turf. Ja, Herr Schnalzer, ich mein, ich habe mir hier in ganz gediegen Stimmung utdacht. Wie mögt bloß noch gut finden, wo ans dat utdrückt ward. Also, das schuld so die ersten zwacken, bleiken Sündenstrahlen noch ins Woret Gewitter sehen. Ein helle Kraft, die liesen Wog ward, muss sich in die Wörögen und ich dachte... Guten Morgen, Herr Direktor. Guten Morgen. Also, ich dachte, wie... Also los, wieder, nicht, dass wir vorankommen. Ja, aber ich habe gern noch mehr Sinn. Ja, ist ja all gut, das mag wir eins. Also los, wieder. Sinn. Ja, bitte. Einmal im Jahr ist Freinacht. Da reiten die Hexen grün umschuppt zum Blocksberg empor. Da streicht über den Forst. Da streicht über den Forstweg das wilde Heer. Da grellt ein höhnendes Lachen im Sturm. Da erwachen im Herzen. Da erwachen im Herzen die wilden Wünsche, drängen hervor aus Macht und Grausen, stehen vor uns plötzlich erstanden. Unbewusst. Entschuldigt Sie, ich bin Gliekswetter. Was hätte ihr denn? Kohle Föld. Oh, Lual. Unbewusst. Ungewusst. Unbewusst. Unbewusst. Höchste Lust, wie dem auch sei, einmal im Jahr ist Freinacht. Und was dort lodert?
Und was dort lodert? In Tann und Busch. In Tann und Busch. Herr Schnalzer, nicht doch. Sie können doch all wieder errollen nicht. Na ja, ich höre das doch. Was stammert sie denn da, egal welch Rühm, das ist doch kein Stormerbock. So was mag das Publikum doch. Ich bitte Sie, wie düsse klöderige Topüsters. Also ich bitte Sie, Herr Schnalzer, ich gebe mir doch just wie Sie besonders viel Mühe. Ich so flehr doch wohl Lut noch. Lut nimmt sie dat? Gut, dann sag ich eben gar nichts mehr. Ich kann min Text. Kein Wort können Sie. Sie sind doch egal, welch an Dichten, da bleibt wir ob. Da haben wir leidig noch von. Da ist der Düssemann hier für da. Damit sind wir versorgt. Überhaupt wie düsse viel Doppelverstellung. Was? Ja, und dann prüf ich auch noch für der Weihnachtsmärkten. Ja, können wir viele Hut reden. Lernt sie lieber Rolls, dass sie einen Tag pussieren. So, wieder. Wie dem auch sei, einmal im Jahr ist Freinacht. Und was dort lugert, in Tann und Busch, wisst ihr, was das ist? Das sind die Schatten. Aber Fräulein Nächtlich, das ist doch ein Paus. Ja. So fährt sie denn hier mal in eine Pausen rennen. Die Pausen sind doch das Beste an das Stück. Entschuldigt, Herr Regisseur, wenn Sie vielleicht ein Beten... Ja, mehr Sinn wünscht der Dichter. Herr Schnalzer, mehr Sinn. Also gebt ihm mal das Sinn. Aber Stalzer, wo so muckst du das denn nicht? Hm? Wo kriegst du denn Ergage für? Also spricht so was sinniger. Sinn ist für das Publikum immer noch bannig angenehm auf der Bühne. Wo soll ich an düsses denn bitte sünnig sehen? Ja, wo ans? Fräulein Nächtlich, gebt sie mir mal das Textbuch her, ja? Ja. Ja, dank auch. So, nun passt du mal auf. Und was dort lodert in Tann und Busch, wisst ihr, was das ist? Das sind die Schatten unserer gestorbenen Wünsche. Das ist das rote Gefieder der Paradiesvögel, die unser gewesen wären, unser, ganz unser, wenn bleiche Vernunft, gleißender Verstand nicht alles getötet hätten. Das ist Dionysos, Pan und der große Gott der Heiden. Leuchtende Liebe, lachender Tod. Naja, so halt. So, nun muckst du das mal noch. Das ist doch nur wirklich nicht so viel verlangt. Das ist doch nur wirklich einfach. Lacht sie nicht, Herr Schnalzer. Das ist gegen die Husordnung. Mostrich? Mostrich! Schriebst du für einen Schnalzer ins Dorfzettel? So, wieder, dass wir vorankommen. Wisst ihr, was das ist? Das sind die Schatten unserer gestorbenen Wünsche. Das ist das rote Gefieder der Paradiesvögel. Die unser gewesen wären. Die unser gewesen wären, unser ganz, unser, wenn bleiche Vernunft, gleißender Verstand nicht alles getötet hätten, das ist Dionysos. Wo hätte Text? Hä? Fräulein Nächtlich, darf ich bitten? Jawohl, Herr Direktor. Wenn bleiche Vernunft, gleißender Verstand nicht alles getötet hätten. Ah, so. Aha. Ich hab kein Wort verstanden. Ich heft das aber sech. Ja, meint Sie. Habt ihr was verstanden? Nee, nicht ein Sülf. Kommt mir die Lüt doch gar nicht in Theater für. Wo schuld sie denn für betollen, wenn sie nicht mal den Text verstaut? Da geht sie doch lieber ein Panoptikum. Ich heft doch als sech an Orben geb ich mehr. Was? Ich geb mehr. Ja, meint Sie. Sie ruiniert mir mein Theater. Also, Herr Schnalzer, Luder, dammi noch mal to. Der Tung ist wohl tatterig von Dorf. Spreken muss doch der Schauspieler können. Die unser gewesen wären, unser ganz, unser wenn bleiche Vernunft, gleißender Verstand nicht alles getötet hätten, das ist Dionysos Pan und der große Gott der Heiden, leuchtende Liebe, lachender Tod. Wie schön, Belinde, dass es dich wieder gibt. Hm? Wie schön, Belinde, dass es dich wieder gibt. Aber Fräulein Nächtlich, nur bölkt sie doch nicht so, so flärt sie doch nicht so lut. Das Publikum will doch das Stück nicht zweimal hören. Einmal ist allen hoch. Ja, also wieder, Tempo. Wie schön, Belinde, dass es dich wieder gibt. Lang haben sie atmend angehalten, die Winternächte deines Fernseins. Schnee umklirrte. Schnee umklirrte meine Seele mit vereisendem Hauch. Und die Hoffnung, wie blass verglomm sie im Sternenstaub der Trennung.
Doch hab Geduld. Im Dämmernden ist die Ahnung einer pyramidalen Glückseligkeit. Ja, ich bitte Sie, ja. Nur unterbringt im Ort. Oh, stopp, also das geht nicht, Herr Schnalzer, das geht doch nicht. So spät in Hintertupfingen. Also ich begrieb sie gar nicht, das ist doch so einfach. Also, pass mal auf, hier, also. Wie schön, Belinde, dass es dich wieder gibt. Lang haben sie atmend angehalten, die Winternächte deines Fernseins. Schnell umklirrte meine Seele mit vereisendem Hauch und die Hoffnung, wie blass, verglomm sie im Sternenstaub der Trennung. Doch habe Geduld, im Dämmernden ist die Ahnung einer pyramidalen Glückseligkeit. Ach, ich bitte, ich mein, dat vielleicht ein Beten mehr Sinn. Ja, ich hab das doch nur als Hörmorg, das Sorge ist doch klar wieder. Leicht entringt sich der Kosmos dem Dunkel. Leicht entringt sich der Kosmos dem Dunkel. Zärtliches schlingt sich um rosigen Stamm. Doch mit entzückter Gebärde halte ich dich, Belinde. Bin lächelnd bei dir und kniend gesegnet fass ich dich ganz. Ach nee, Herr Schnalzer, Sie lobt ja nix in, mehr Temperament. Ach doch, mehr Temperament. Ja, mehr für. Ole, Herr Schnalzer, das Publikum will für haben. Also willst du für, Schnalzer. Nee, Doch mit entzückter Gebärde falte ich dich, Belinde. Stopp. Unser Talent mal in Augenblick zurück, Herr Schnalzer, den Dichter selbst wünschte, sie zu sprechen. Also, in Gottes Namen. vielen Dank auch. Entschuldigt Sie, wenn ich Sie unterbrechen darf. Ja, bitte, Nabrize. Ja, entschuldigt Sie. Man, ich glaube, Sie versteht die Situation verkehrt. Vielleicht betont Sie mal weniger das Reale, man mehr diese sinnige Stimmung. Ja, aber natürlich, selbstverständlich. Stimmung, ja. Sinn. Stimmung. Das ist die Hauptsache. Sinnig, ja. Ja, Stimmung ist modern. Das Publikum verlangt Hüdingendorfs noch Stimmung. Also, muckt in Stimmung, Schnalzer. Herrgott, Donners, was sind Sie denn ganz und gar von Gott verloren, Schnalzer? Stimmung, will Sie bringen! Stimmung, Tom Düwe! Stimmung! Doch mit entzückter Gebärde halte ich dich, Belinde. Bin lächelnd bei dir und kniend gesegnet fass ich dich ganz. Aber Menschenskind Schnalzer, wisst Sie doch eleganter. Sie sind doch ein Lefeber. Ein Lefeber bewegt sich doch ganz anders als schon. Sie doch nur ähnlich reden. Und Sie watschen doch rum als ein alter Regenwurm. Fiener, eleganter Schnalzer, doch mit entzückter Gebärde halte ich dich, Belinde, bin lächelnd bei dir und kniend gesegnet fasse ich dich ganz. So, in der Ort, habt Sie sich die Rolle so gedacht? Ja, vielleicht noch ein Beten eleganter und denn, also das ist ja alles bloß von Buten dacht, aber das Innerste von die Sorg mit plastischer waren. Sei Obgauf, Herr Schnalzer, ist, dass sie den Nerv von min Wag wiesen dort. Das ist eins noch zu nevelig, zu schablonig. Ja, wenn Sie vielleicht, also ein Beten lebendiger, ja, sinnlicher, sinniger Farben rufen würden. Ja, aber natürlich selbstverständlich sinnlicher sinnlicher. Sinnig. Ich hab hier mal gesagt, ein Leben, aber Mutter allererst sinnlich sein. Also, wie ist sie sinnlich, Schnalzer? Das kann ich doch nur wirklich von Sie verlangen. Das ist doch nur Kinderlicht. Ach, ich bitte ein Vorwürf, wenn ich mich verlöten darf. Gott doch, meinetwegen. Ja, also Herr Schnalzer. Ja. Wenn ich Sie was sagen darf. Ja, sagst du. Ja, wenn ich Sie was sagen darf. Ich meine, wenn wir das vielleicht gut kriegen könnt, das muss ein Komplex von Gefühlen sein. Reine Grütwurst. Ja, ein kann vielleicht sogar sagen, ein Akkord. Der Grundton ist natürlich Zweireden und Verborst, aber das ist eine rekonvaleszente Verborstheit. Eine Verborstheit, die kuriert ward. Eine Verborstheit, die wieder heil ward. Eine hele Verborstheit. Und darüber Sünd. Recht viel Sünden. Zortes Streuen von Frühjahrssünd. Bitte. So den Frühjahrssinn? Was? Wo ans schall ich denn durch Frühjahrssinn mucken?
Wo meint sie das? Ja, also Frühjahrs Sünn kann ich doch nicht mogen. Aber warum können sie das nicht mogen? Das kann ich nicht. Ja, ich habe sie das doch just so deutlich verklort. Ja, mehr kann ich doch nicht sagen. O sole mio. Na, bitte, bitte! Wenn der Herr Schnalzer mich nicht verstehen will, dann tut mir das leid. Also, ich muss da leider auch bestehen, dass sie ob meine Intention in Gott. Ob letztendlich ich das Stück doch schreiben. Also, ich muss mir da doch männlich was bedacht haben. Leider. Was sagt der Herr Schnalzer? Ach, sie glöft das wohl nicht. Ach, sü, Herr Schnalzer, grient, was sagt sie dort hoch? Ja, mein Herr, denn hätte das ja eins keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Denn bin ich hier wohl über. Ach so. Ja, dann kann ich ja gehen. Also gut, dann gehe ich. Ah, tschüss, meine Herren. Ich gehe. Und mein Stück weit zurücktrecken. Also gut, dann trecke ich mein Stück eben zurück. Das wär zu schön, um Wort zu sehen. Was? Ich war mir das ernsthaftig überlegen, mein Stück zurückzutrecken. Aber meine Herren, was will uns denn mit diesem theoretischen Kram aufholen? Das hat doch alles nichts mit der Praxis zu tun. Also, der Prof hat heute keinen Sinn. Wenn Herr Schnalzer sie wohl erstmal kann, dann war er sich so viel Sündmogen, dass er Sünd nicht kriegt. Herr Schnalzer, Ja, bitte, Herr Direktor. kommen Sie doch mal zu mir. Ja, aber gern. Schnalzerchen, Sie sind zu dröch. Hm? Sie mögen Publikum mehr toasten. Lot sie sich nicht verbiestern durch das, was der anderen sagt. Sie sind zu hart. Und das kann nichts verknusen. Das Publikum will was wegen. Also, Schnalzerchen, wie ist sie stimmungsvoll, wie ist sie elegant, wie ist sie führig? Schnalzerchen, wie ist sie sinnlich und vor allem, wie ist sie weg? Schnalzer. Liebe Schnalzer, Ja, kommt Sie doch mal eben, Trummi. aber gern. Also, lohnt Sie sich nichts Fürstnacken. Das sind doch eins Ossen hier, nicht? Das ist eins ganz gut. Sie sind bloß to weg. Viel to weg, Schnalzer. Da war denn ja Öwe. Kräftiger, harder, luder, viel luder. Na, was da waren, was, Schnalzi? Bloß luder. Liebe Herr Schnalzer, Ja. kiekt Sie, ich will Sie ja wirklich nicht auf den Slips petten, aber Sie sind viel zu lut. Kiekt Sie, ich habe mir das viel diskreter, sinniger und feiner gedacht. Kiekt Sie, ich habe mir gedacht, da muss einfach mehr Sinn. Ist doch klar. Ja, liebe Herr Direktor, wenn das Dichterwort an Seher-Institut bloß utlacht ward, wenn Sie Ihr Schauspielers nicht mal in beten Sinn moken könnt, dann hab ich das nicht nötig. Ich treck mich ein Stück wieder trisch. Ich war die Presse informieren. Ich war nie nicht wieder in Foto auf diese Bühne setzen. Nie nicht wieder. Ja, also. Nee, holt sie mich nicht ab. Nie nicht wieder. Mein lieber Herr Regisseur, Sie ruiniert mir mein Theater. Aber ich... Ja, wenn Sie nicht mal so ein zwackes Stück inszenieren könnt, das ist doch nicht zu glauben. So ein beten Sinn, das mag Sie doch jede schmieren, Regisseur. Da kommt doch jeder ein Stück für. Ja, aber Direktor... Lot Sie mich zufrieden. Schluss, Schluss, Schluss. Grinse nicht, ey Plumbord. Weißt du, ich hab ja ein Fehlgesichter sehen, man so ein, wie Sorge ist mir noch nicht vorkommen. Wie Seefeder der wohl an eins. Was Sinn ist, wird doch jedes Wickelkind. Mit Dilettanten, das See, kann ich doch nicht arbeiten. Fräulein Nächtlich. Ja, See, Nachtuhl, See. bitte? Können Sie denn nicht Luder soufflieren? Was muckt Sie denn für ein Geheimnis und das Miststück? Wie können Sie den Quatsch ruhig verraten, See? Zischelt ja so ohne Blindschleiche. Ja, wo anscheinend ich denn hier Sünden muckel, wenn ich immer so ein Nachtschattengewächs als See für mich sehe? Nachtschattengewächs? Also ich muss doch bitten. Sind all weg? Ja, Ja. sieht so gut. Sie, Fräulein Nächtlich, Ja, wann ist denn morgen die Prof? die Prof? Ja.
Morgen. Ja. Clock time.